Da hinten war irgendwas, oder? Gehen wir mal da hinten. Hier gibt es nichts weiter als das Metallgitter. Nur das Metallgitter. Wie schaut's denn da herum aus? Vielleicht unter dem Hänger. Jetzt wird wahrscheinlich der Hänger ausschlungen. Der Truck. Genau, der Anhänger. Und da, na ja gut, das sind die Fässer. Jetzt werden wahrscheinlich die Fässer ausschlungen. Seltsam. Der Detektor sollte bei einer Alukanne eigentlich ausschlagen. Da schau her. Was haben wir denn da schon? Ich muss die Bretter herausreißen. Sie sind zusammengenagelt. Bretter. Schürhaken. Ja, da. Das kann gehen, oder? Ach, da schau mal her. Verschlossen. Verschlossen, ja, das ist klar. Eine Kennzahl auf einer Platte. H103123. Also ich würde mal sagen, das ist die Ostluke, oder? Die wir suchen. Pass auf, wie war das nochmal? Da ist doch irgendwas herangestanden. Östliche Luke, Hinweis, plus D55. Das kann doch bestimmt die Nummer sein, die da gestanden ist. Eine Kennzahl auf einer Platte. H103123. Ich hoffe, mit dir können wir uns merken. Wahrscheinlich wird es sich ja lassen merken. So, jetzt werden wir nochmal runtergehen zum James Hawker und versuchen nochmal die Luken zu öffnen. Das war jetzt das, was mir einfallen hat. Haben wir die Autoschlüssel noch? Können wir die zurückgeben? Bei einem guten Kaffee lässt sich's leichter denken. Ja, bestimmt. So, zum Garrus mag ich gar nervig schauen, denn der trödelt sowieso rum. Ungelesene E-Mail. Oder SMS besser gesagt. Moment, da hören. Was? Ich werde erst morgen da sein. War das die? Na. Heute ist da wegen der Reifenspur. Heute so müssen wir machen. Jetzt hat. Motorradreifenspur, neues Modell, Reifenabdruck. Nicht in der FBI-Datenbank gefunden. Gut. Bringen uns auch nicht wirklich weiter. Und wir sollten vielleicht einmal zwischendurch speichern.
So, jetzt noch mit eine. Wie schaut denn eigentlich beim Hocker aus? Hat denn der irgendwas rausgefunden? Der hängt da schon eine Weile umeinander. Wenn du willst, können wir später reden. Ich mache mir Notizen. Ja, mach du noch deine Notizen. Wir öffnen dabei mal die Luken. So, jetzt pass auf. Zugangskontrolle. Die östliche Luke. Passwort erforderlich. Genau, da haben wir's. Zugriff Na erlaubt. bitte, der Atombunker ist offen. Na, sagst du das? So, jetzt ist der Bunker offen. Jetzt können wir wieder auflatschen. Ja, bin mal gespannt, was wir jetzt da drin finden. Ob da wirklich die Hernandez drin ist. Haben Sie schon etwas Neues? Es ist mir gelungen, die Bunkerluke zu öffnen. Ich werde hineingehen und versuchen, Hernandez zu finden. Ich komme mit Ihnen. Ich werde Garrus als Verstärkung rufen. Lass mich dir etwas zeigen. Sein letztes Meisterwerk. Es heißt... Der Verrat. So, neues Einsatzziel. Wir sind jetzt wieder in Chicago beim Richard und der hat ja wahrscheinlich irgendwas mit dem... Ja, mit dem Mörder zum Tor. So, pass auf, was haben wir denn da jetzt? Verhören Sie Richard. Jetzt haben wir von den dramatischen Szenen weggehört. Aus dem Haus des Mörders und sind da wieder im Atelier unterwegs. Gut, dann werden wir mal den Typen verhören. Es ist dir gelungen, mich zu demaskieren. Das ist wirklich schade. Ich hätte das Spiel gerne noch eine Weile weitergespielt. Unsere Beziehung. Das war kein Zufall, oder? Du hattest alles von Anfang an geplant? Ich habe unser Treffen nicht geplant. Du hast schließlich mich kontaktiert im Rahmen deiner Ermittlungen. Erinnerst du dich? Als ich deinen Namen auf meinem Bildschirm sah, dachte ich natürlich sofort an Gustav McPherson, an deinen Großvater, den Mark Ackerman auf seinem Gemälde unsterblich gemacht hat. Konnte es sein, dass es sich bei dir um eine Nachfahrin handelte? Ich habe mich etwas umgehört, und als ich erfuhr, wer du warst, da habe ich beschlossen, dich zu einem Teil meines Werkes zu machen. Das war's also?
All diese Monate hast du mir nur etwas vorgespielt? Wie konnte ich nur so blöd sein? Vic. Du spielst andauernd die Harte. Aber in Wirklichkeit bist du weich. Sentimental. Richard, wie konntest du zum Mörder werden? Wahre Künstler müssen sich von all den Zwängen befreien, die Normalsterbliche einengen. Sie müssen jedes Tabu brechen. Ich bin durch meinen Großvater zu dieser Erkenntnis gelangt. Ich habe mich von der Mittelmäßigkeit befreit. Ich habe die Realität berührt, die uns umgibt. Die Brutalität, die Angst, das Leid, der Tod. Der Tod hat die Leere in mir gefüllt, die ich schon immer tief in mir gespürt habe. Er ist bedingungslos, unerbittlich. Seine Schönheit ängstigt die, die schwachen Geistes sind. Ein Mord, Vic. Das ist eine tief bewegende, künstlerische Erfahrung. Hast du das denn nie gespürt? Du, die du ständig von Mördern und ihren Opfern umgeben bist? Du bist komplett wahnsinnig. Nein, Victoria, ich bin frei. Während ihr alle eure Leben wie blinde Maden führt, die in ihren eigenen Gewissheiten gefangen sind. Ja, ich glaube, ganz richtig ist er nimmer. So, was hat er denn noch zum Song? Ackerman hat getötet, damit er seine Gemälde malen konnte. Hast du gemordet, um es deinem Vorfahren gleich zu tun? Du verstehst einfach nicht. Er hat nicht getötet, um zu malen. Das Lebenswerk meines Großvaters beschränkt sich nicht auf bloße Gemälde. Seine Kunst war das Töten. Indem ich diese Frauen umgebracht habe, habe ich Mark Ackermans Genie Tribut gezahlt. Ich habe die Morde nachgestellt, die er begangen hat. Die Gemälde sind nichts weiter als Stummzeugen. Indem ich mein Erbe angenommen habe, musste ich mehr tun, als ihn bloß malerisch zu imitieren. Ich musste mich selbst in diesen kreativen Akt hineinversetzen. Mein Gott, du bist wirklich krank. Du scheinst so überzeugt zu sein von dem, was du da sagst. Warum all dieser Wahnsinn? Weil deine Mutter dich verlassen hat? Sie wollte, dass du eine Chance bekommst. Eine Zukunft, die sie dir nicht bieten konnte. Sie hat mich verraten. Ihr einziges Kind. Wie Beatrice Mark verraten hat. So wie du es früher oder später getan hättest. Am Ende lauft ihr immer weg. Dafür hasse ich euch. Aber keine Sorge. Ich bin nicht nachtragend. Ich werde dir Erlösung schenken, indem ich dich in den Mittelpunkt meines Werkes stelle. Richard, ich kann das nicht zulassen. So, jetzt damit müssen wir uns entscheiden. Den Behörden übergeben oder Richard überzeugen, sich zu ergeben. Ja, ich glaube, überzeugen können wir den nicht, oder? Wir werden den gleich direkt übergeben. Machen wir mal. Ich werde dich der Polizei übergeben müssen, Richard. Um meine Tage hinter Gittern zu verbringen? Wie er? Das werden wir noch sehen.